Ich habe vor einem halben Jahr eine komische DM auf Instagram bekommen. Hey, guten Tag, Adrian. So nennt mich by the way nur meine Mutter. Hast du mal Lust, eine Kuh zu reiten? Und seit diesem halben Jahr ist mir diese Nachricht nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich hatte jetzt ein halbes Jahr Zeit, um mir über diese komische Anfrage Gedanken zu machen und habe dann einfach geantwortet mit: Ja, was ist deine Meinung zu Kühen? Ich mag Kühe, ich mag Milch, ich mag Steak. Also bin ich mit Milo durch die ganze Schweiz gefahren, was ca. 30 Minuten dauert. Lol. Geht das auch bei mir? Das ist Tina und das ist Speedy, ihr durchtrainiertes Hochleistungshuhn. Sie wohnt auf einem Hof und trainiert Tiere für Filme. Das sind Mehlwürmer. Habe ich schon gegessen, ist gar nicht so schlimm. Du musst ihr rufen. Ah, hallo Huhn. Und du hast auf deinem Hof ganz viele Tiere, Ja. die was können. Und in welchem Film hat dieses Huhn schon mitgespielt? You get what you give. Das ist ein sehr, sehr guter Film. Er ist noch nicht rausgekommen. Ah, ja. Was hat das Huhn gespielt? Ein Huhn. Ein Huhn. Ey, die ziehen mich aus. Oh, Meisters. Dave, dein Shirt wird hier gegessen. Also, das ist ist meine Hose. Jo, Digga, der zieht meine Hose aus. Aber sag ehrlich, würdest du meine Hose auch gerne ausziehen? Soll ich auch dran lecken? Sehr, sehr gerne sogar. Es tut mir leid, Ziegen, ich muss jetzt weitergehen. Ich muss eine Kuh reiten drüben. Ja, das sieht lustig aus. Ist aber in Wahrheit nur ein großes Ablenkungsmanöver für das, was jetzt kommt. Das Problem ist, ich habe die Kuh bis heute noch nicht gesehen. Und sie wird jetzt dann da rauslaufen. Und dann sehe ich die Kuh zum ersten Mal. Ich sehe nur das Gesicht von Maelo. Bin gespannt. Soll ich mich umdrehen? Ich warte noch, bis sie hier ist. Und es klingt so, als hätte ich noch nie in meinem Leben eine Kuh gesehen. Aber ich habe schon öfters eine Kuh gesehen. Ich wohne auf dem Dorf. Also jetzt, wenn du willst. Yo! Moin! Adi. Korb. Kann ich sie anfassen? Ja. Das erlaube ich dir. Ich habe die Kuh angefasst. Da kannst du dich mal ein bisschen einschleimen. Die Kuh hat dann das Wort einschleimen ein bisschen zu ernst genommen und mir einfach komplett auf die Hand gerotzt. Einschleimen im wahrsten Sinne des Wortes. Die hat mich eingeschleimt. Dass Tina nichts von meiner Nervosität auffällt, musste ich diese natürlich gekonnt mit intellektuellem Kuhwissen überspielen. Die kann meine Hand nicht abbeißen, oder? Ja, naja. Ist aber eine schöne Kuh, glaube ich. Wie groß ist die Chance, dass ich heute im Spital lande? Ja, 50-50. So eine Kuh ist zwar schön und gut, aber das Ganze hat ein kleines Problem. Und zwar, so eine Kuh macht einfach, was sie will. Also wirklich. Und jetzt will sie gerade essen und Genau. deshalb isst sie jetzt. Und wir stehen da und die Kuh isst. Sag mal, die ist am Essen. Du wolltest ohne Sattel reiten. Ja, ja. Deswegen habe ich sie jetzt nicht gesattelt. Jetzt musst du schauen, wie du Ja. drauf kommst. Alles andere wäre auch ein bisschen Für cringe, Anfänger. glaube ich. Ja, ja, ohne Sattel zu reiten. Kann man da auch andere Sachen reinstecken? So einfach mal. Also ich frage für Maelo, er hat mich das heute Morgen gefragt. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Kuh rennen sehen. Hast du schon mal eine Kuh rennen sehen? Ja klar. Wirklich? Hast du einen Prime-Sub auf Twitch dagelassen? Deren Hals ist ja auch viel größer als unsere Beine, weißt du, wie ich meine? Ich muss wirklich sagen, die Kuh ist groß. Von der Größe her. Ich habe keine Angst vor der Kuh. Wir sind gute Freunde. Wir sind wirklich gute Freunde. Was ist deine Meinung dazu? Ich sag mal so, die Kuh ist, schau mal hier, sie ist größer als ich. Sie ist ungewollt schwanger. Ungewollt. Wie bei InScope, oder? Wie bei wem? Ich weiß nicht genau, wie ich mich fühlen soll, aber es wird jetzt dann bald passieren. Ich werde eine Kuh reiten. Ich muss auf dieses Ding gehen und dann von diesem Ding auf die Kuh. Ich bin gespannt, ob sie dann überhaupt auch reitet, wenn ich drauf sitze. Ich glaube, wir stehen einfach nur rum. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, runterzufallen? Ja, 90:10. Okay, du kannst erklären, was ich machen soll und ich führe es einfach aus. Du sollst aufsteigen. Ich werde die Kuh jetzt besteigen. Es wird dir nichts passieren. Ja, und jetzt das Bein drüber. Es war ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt. Ja, also auch für mich. War ein großer Schritt für mich. Ich bin drauf. Du kannst sitzen. Ich bin auf der Kuh. Okay. Man hat wirklich immer das Gefühl, man fällt vorne runter. Ja, jetzt können wir eigentlich nur noch genießen. Ist voll weich, das Fell. Ah, jetzt will sie nicht mehr laufen. Sie hat die Ziegen entdeckt. Ey, das ist krass, wenn die Muskeln so zittern. Das ist wie so ein Motor. Oh shit. Der Hals sieht von oben noch mal deutlich dinosauriermäßiger aus. Ja, dann saß ich auf der Kuh oben und hatte den Spaß meines Lebens. Die Kuh ist mein Schuh. Es ist offiziell. Ja. Oh mein Gott. Das ist Aber fast ein Lama, oder? ja, vielleicht spuckt sie dich auch an. Ey, die Kuh sieht so nice aus von hier oben. Jetzt stehen wir im Stau.
Im Kuhstau. Also ich habe Zeit, ich weiß nicht, was euch das Problem ist. Ich sitze auf der Kuh. Oh no, nicht zum Gras, nicht essen, nicht essen, nicht essen. Ich sag's dir, man fällt vorne runter ohne Sattel. Ich falle hier gar nicht. Es sieht irgendwie so aus, als wäre es für mich gerade anstrengend hier oben. Wir stehen jetzt schon hier seit 15 Minuten. Aber das ist halt so, wenn man eine Kuh reitet, da kann man nichts machen. Jetzt reite ich die Kuh komplett selber eigentlich. Ja. Jetzt ist nice. Full Speed, holy shit. Holy shit. Aber es ist auch so ein bisschen eine Massage für die Beine. Was ist deine Meinung zu Elon Musk? Mhm. Ja. Ja, sehe ich genauso, sehe ich genauso. Der Baum! Ja! Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne! Ganz entspannend hier oben. Ich sehe das Problem in der Situation gerade nicht. Ja, ich würde immer wieder ohne Sattel reiten. Immer wieder? Ja, ja. Es sieht sehr bequem aus, Adi. Das ist Sport für mich. Ich fühle mich gerade wie so ein Film und das Ende kommt immer näher. Und das Ende ist dieser kleine Ast. Ich bin ein Teil vom Baum und ich bin ein Teil von der Kuh. Ich weiß nicht mehr, was ich bin. Ich habe ein Identitätsproblem. Oh.